Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, vierter Spieltag in der Champions League, 4:2 bei Viktoria Pilsen gewonnen. Ich denke, das Video heute ein Quickie. Eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Uns haben ja eine gute, durchschnittlich gute erste Halbzeit gereicht, um 4:0 zu führen. Wir hätten auch höher führen können. Zweite Halbzeit, ja, machen wir uns nichts vor, haben wir mit 50% gespielt. Haben noch ein paar Spielern zumindest versucht, Spielpraxis zu geben. Von ein oder andere schon enttäuscht hat in meinen Augen. Ja, dass du dann noch die 2 Tore kriegst, ja gut. Also guckt euch die vierer Abwehrkette an, die da stand mit einem Stanisic in der Innenverteidigung und Paul Wander als linker Verteidiger, der eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Ich denke, da muss man sich nicht wundern. Dazu noch, wie gesagt, auf 50% gelaufen. Und ja, dann ist das so, wie es ist. Da muss man nicht zu hoch hängen. Wir haben 4:2 gewonnen. Wir haben Kräfte geschont. Wir mussten nicht an irgendeine Grenze gehen oder haben uns super verausgabt oder so. Oder ja. Ob man jetzt Selbstvertrauen so viel getankt hat, weiß ich nicht, wenn man so 2 Tore noch kassiert. Man muss ehrlich sein, das ist kein Champions League würdiger Teilnehmer. Also ganz ehrlich, der wird bei uns in der zweiten Liga wahrscheinlich gegen Abstieg spielen. Machen wir uns nichts vor, ja. Da muss er mal so knallhart sagen. Also, ja, tut mir leid für den tschechischen Fußball, aber das muss man einfach mal so knallhart sagen. Also, das ist schon sehr naiv, wie die da aufgetreten sind teilweise. Weiß ich auch nicht. Aber gut, nichtsdestotrotz schmeißen wir mal einen Blick in die Statistiken. Ja, Tore 2-4, Torschüsse 15-15. Ja. Spielte Pässe 298 zu 684, angekommene Pässe, also schenken uns Fehlpässe. Gucken uns aber die Passquote an, 76 zu 88, Ballbesitz 32, 68, Zweikampfquote 53 für uns. Fouls 9-11, gefoult worden, bla bla bla. Wow, wir hatten nur eine Ecke. Na gut, das sagt schon viel aus, was unser Spiel betrifft. Muss man fairerweise sagen. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht groß Noten verteilen. Ich denke mal, das brauchen wir bei dem Spiel nicht wirklich tun. Wie gesagt, es war ein Spiel, was nicht irgendwie. Also man hatte nie das Gefühl, auch nicht nach dem 2:4, dass da jetzt nochmal irgendwie was schief geht oder sowas. Es war einfach, ja, ich kann es ganz schlecht beschreiben. Also da ist ja im Pokal erste Runde bei uns ein Viertligist leistet mehr Gegenwehr. Ja, muss man mal einfach so sagen. Also ganz komisch. Ja, wir haben sie dann ins Spiel kommen lassen, bedingt dann auch durch die Auswechslung, die nicht wirklich gut gefruchtet haben. Ja. Ich denke, 4:2 gewonnen, Haken dran. Wie gesagt, Spiel gegen Freiburg steht im Fokus. Und da können wir ja mal einen kleinen Ausblick drauf wagen. Erstmal ist natürlich ein interessanter Sonntag, ne, mit Union gegen Dortmund. Also wie sie halt auch ein interessantes Spiel sein wird. Und dann wir gegen Freiburg. Ja, ich denke, wenn da nicht gewonnen wird, ist schon mal ein Bein vom Stuhl vom Nagelsmann weg. Ja, je nachdem, wie dann die anderen Ergebnisse sind, gewinnt Union, wir verlieren oder gewinnen nicht. Ich glaube, dann wackelt schon ganz, 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 ganz derbe der Stuhl. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, spielt Union unentschieden oder Dortmund gewinnt, wir gewinnen. Und dann sitzt da auf jeden Fall wieder eine Ecke sicherer im Sattel. Ja, allerdings muss da natürlich eine Leistungssteigerung her, auch im Vergleich zu Dortmund. Vor allen Dingen darf man da auch dasselbe wie gegen Dortmund nicht so naiv sein und denken, ja, wir spielen jetzt mal 60 Minuten und dann stellen wir das Fußballspielen ein, so wie wir heute nach 35 Minuten das Fußballspielen haben eingestellt. Das muss man sich mal ganz schnell abgewöhnen in der Bundesliga, ne? Dieses Verhalten. Wie gesagt, wenn du 3:0 führst gegen irgendeinen Wurstgegner, kannst du das machen. Aber die Freiburger stehen auch nicht umsonst da oben, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich habe es letzte Saison ja auch schon gesagt,
Wir können ja mal kurz gucken, aber ich glaube, von den letzten Spielen gegen Freiburg haben wir auch keins gewonnen. Ne? Ist genau dasselbe wie mit Augsburg. Also Freiburg war schon letzte Saison so ein Ding. Und davor auch zu Hause haben wir die Spiele nie gewonnen. Ich glaube, wir haben fast immer nur unentschieden gespielt. Ich gucke mal eben. Gucken mal rein in die Statistiken. So, die letzten Spiele. Ja, in Freiburg haben wir gewonnen. Okay, doch, letzte Heimspiel haben wir 2-1 gewonnen. Okay, was habe ich denn da für Erinnerungen im Kopf? 2-2 in Freiburg. Davor haben wir auch 2-1 gewonnen zu Hause. Okay, ja gut, es waren auf jeden Fall enge Spiele. Keine Ahnung, was ich da im Kopf hatte. War echt der Meinung, wir hätten jetzt irgendwie die letzten 2, 3 Heimspiele gegen Freiburg nicht gewonnen. Naja, gut. Dann ist doch alles klar. Die Statistik spricht für uns. Ja, ich denke, das wird halt das interessantere Spiel werden. Mal gucken, wie es danach ausschaut. Ich kann ja auch mal ganz kurz gucken. Wartet. Ich möchte doch gleich noch was zum Nagelsmann sagen. Ne? Das ist wieder eine Sache, die mir richtig auf den Keks geht. Ganz schlimm. Also wir spielen gegen Freiburg. Dann natürlich in Augsburg, das DFB-Pokalspiel, zweite Runde. Da ist natürlich ein Sieg auch Pflicht. Ja, wieder zweite Runde raus oder sowas. Kann der Nagelsmann sich auch nicht erlauben, wie auch nicht. Dann spielen wir in Hoffenheim. Weiß ich auch nicht. Dann in Barca. Ja, da könnten wir gleich mal gucken, wie Barca gespielt hat. Ob es dann noch für Barca um was geht. Ja, das weiß man ja noch nicht. Mal eben gucken. Die heute verloren haben oder nicht gewonnen haben, ist das Thema für Barca eigentlich erledigt, Champions League. Barca hat, das ist das Ende, 3-3 gegen Inter gespielt. Ja, dann hat sich das eigentlich erledigt für Barca. Weil es zählt halt der direkte Vergleich, selbst wenn Barca und Inter dann punktgleich werden, hat sich das eigentlich erledigt. Gucken mal kurz rein. Ja. Also wie gesagt, das Thema ist durch für Barca. Barca ist weg. Können wir auch mal kurz hier reinmachen. Also, angenommen, ist gut, eine theoretische Chance besteht noch, wenn Inter gegen Pilsen verliert. Ja, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Dann wäre es natürlich noch möglich, wenn Barca beide Spiele gewinnt. Oder 1 gewinnt und 1 unentschieden spielt. Aber gehen wir vom Normalfall aus, Inter gewinnt gegen Pilsen, Barcelona gewinnt gegen Pilsen. Gut, dann sind wir das Zünglein an der Waage. Ja? Aber selbst dann, sagen wir mal, wir gewinnen gegen Inter, verlieren gegen Barca. Dann ist Inter und Barca punktgleich. Da Inter aber den direkten Vergleich gegen Barcelona, weil sie einen Unentschieden und einen Sieg geholt haben, gewonnen haben, spielt das keine Rolle, ist Barca raus. Also wenn Inter gegen Pilsen gewinnt, ja, ist Inter weiter und Barca raus. Kann Barca machen, was sie wollen. Können sie uns 10-0 schlagen, können danach Pilsen 20-0 schlagen. Das interessiert einfach nicht. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Wir sind schon durch. Ist auch klar. Ja, also Barcelona ist ausgeschieden. Können sie in der Europa League für Furore sorgen. Ja, da sieht man mal, auf was für ein hohes Niveau wir teilweise meckern, ne? als FC Bayern. Wenn ein so hochgelobtes Barcelona, und die haben ja wirklich ein gutes Spiel gegen uns gemacht, muss man ja auch mal sagen, die erste Halbzeit, ja, dann jetzt ausgeschieden ist. Und das sind sie für mich. Wie gesagt, Inter wird gegen Pilsen gewinnen und dann ist das durch. Tordifferenz spielt alles keine Rolle. Es zählt als erstes der direkte Vergleich. Der Champions League. Ja. Tschüssi, Levi. Hau rein. Viel Spaß in der Europa League. Gut. Ja, wie gesagt, interessantes Spiel am Sonntag. Bin sehr gespannt, ob wir dann jetzt endlich die Kurve kriegen. Ein paar Worte vielleicht nochmal kurz zu den Spielern heute. Wer hat es ganz gut gemacht, wer hat es schlecht gemacht. Goretzka hat es natürlich ganz gut gemacht. Hat sich oft vorne mit reingeschoben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Mané auch sehr auffällig. Zumindest in erster Halbzeit hat er mir gut gefallen. Sané hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ansonsten Müller hat das Tor schön gemacht. Ja, was soll jetzt den Müller bewerten? Danach wurde ausgewechselt. Choupo-Moting war mal wieder Totalausfall. Taylor hat auch einen schweren Stand gehabt, hat eigentlich eine sehr, sehr gute Chance gehabt, die er leider nicht gemacht hat. Ja, aber ganz ehrlich, du kannst den Jungen einfach keinen Vorwurf machen, wenn er 6 Spiele gar nicht eingewechselt wird und dann, ja, ist doch klar, dass der heute Druck gespürt hat wie kein Zweiter und unbedingt was zeigen wollte. Hat nochmal 2 gute Abschlüsse gehabt, du hat sonst wie immer, ist gerannt, hat geackert. Ja, wie gesagt, da fand ich halt auf der Pressekonferenz die Aussagen vom Nagelsmann sehr, sehr grenzwertig. Wer hat mir sonst heute gut gefallen? Upa auf jeden Fall bärenstark. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten der Rest war Durchschnitt. Ist eher unauffällig, muss man mal ganz klar sagen. Also, ein Stanisic war auch nicht wirklich gut, war Durchschnitt heute. Einwechslung von Grafenberg und Sabitzer, I don't know, haben gar nichts bewirkt, eher das Gegenteil. Gerade Grafenberg war nochmal einen Tacken schlechter. Ganz viele Ballverluste. Ja, weiß ich nicht. Da erwartet man schon ein bisschen mehr, gerade nach seinen, auch da jetzt die letzten 2 Einwechslungen, gerade nach seinen komischen Aussagen, dass er mehr Spielzeit haben will und sowas. Da muss man natürlich sagen, er bekommt wenigstens die Chancen im Gegensatz zum Tell. Da muss er sie halt auch nutzen und sich aufdrängen. Das hat er nicht getan, ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, also wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ein Kimmich, Goretzka definitiv gesetzt sind und alles andere, ja, wird schwierig werden, denke ich. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ansonsten, lass mich kurz nachdenken. Pavard war jetzt auch nicht irgendwie groß auffällig oder nicht so auffällig. Ja, wie gesagt, jetzt da die Tore auseinander zu klüseln, wer da Schuld hat oder sowas. Da hätte ich drauf geschissen. 4:2 gewonnen und Kräfte geschont, habe ich schon gesagt. Und gut ist. So, Thema Nagelsmann. Wurde ja nochmal drauf angesprochen in der Champions League jetzt nochmal weil der Lothar ja sich auch mal geäußert hat, nachdem er mein Video geguckt hat, hat er ja auch mal eine Lanze für den Telge gebrochen. Ja, die Aussagen waren wieder schwierig. Also die waren super schwierig. Für mich, ja, so als Außenstehender, aber auch, ich denke, auch als Nicht-Außenstehender, wenn das Leistungsprinzip nicht zählt in einem Leistungssport, dann läuft halt was verkehrt. Ja? Und das hat der Nagelsmann gesagt, nur mit anderen Worten. Ja? Er hat halt gesagt, ja, ein Tell ist 17 Jahre und kommt zum FC Bayern München. Dass er nicht spielt, ist ganz normal, weil andere Spieler einfach älter sind, erfahrener sind und wie auch jemand in den Kommentare hier schrieb, die Spieler auch schon Verdienste für den FC Bayern haben. Da ist es ganz normal, dass diese Spieler bevorzugt werden. Leute, sag ich euch ganz ehrlich, da ist mir ein Riesenei aus der Hose gefallen. Das erklärt einiges. Also ich bin da zu 100% beim Lothar. Was er dann auch noch gesagt hat, weil Lothar ja sagte, das sorgt in der Kabine dann für Diskussionen, wenn nicht die Leute spielen, die von der Leistung spielen müssten. Ja, daraufhin sagte der Nagelsmann, nein, es ist eher so rum, dass wenn die Leute nicht spielen, die diese Verdienste haben, dass es dann in der Kabine zu Problemen kommt. Da sage ich euch ganz ehrlich, nach allem, was ich auch letzte Saison in der Rückrunde schon so gehört habe, seine Äußerungen und jetzt diese Aussagen, ich glaube nicht, dass das noch lange gut geht. Also ganz ehrlich, auch wenn ich dann immer höre, auch die Aussagen dann vom Heiner. Ja, ich saß da mit dem Trainer den Sonntag zusammen und auf der Rückfahrt und wir haben da uns die Szenen analysiert. Und ja, der Nagelsmann ist ja auch oft da und dann redet er mit uns und hier und da. Und ja, er befragt ja auch den Mannschaftsrat und sowas. Leute, ganz ehrlich, das war schon immer ein Problem beim FC Bayern. Ich denke, das wird auch ein Problem beim Flick gewesen sein. Es ist Fußballkompetenz da, keine Frage, ja, mit dem Brazzo, mit dem Kahn und so weiter und so fort.
Aber ein Trainer ist da. Trainer ist da und nicht die Mannschaft stellt die Mannschaft auf, sondern der Trainer stellt die Mannschaft auf. Und der Trainer gibt Vorgaben und das kriegt der irgendwie alle nicht zusammen bei uns. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ja, dass er da der Mann ist, der das Sagen hat. Wenn ich dann auch immer höre, auch jetzt wieder in der Pressekonferenz, ja, und führen Sie denn auch Einzelgespräche? Erklären Sie den Spielern, gerade mit Tell, erklären Sie, ja, das macht dann, das macht der Toppi. Der Toppi redet sehr viel mit dem Tell. Also der spricht gar nicht niemals mit den Spielern. Er argumentiert das gar nicht. Das machen alles die Co-Trainer. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht wirklich. Also ich habe eine Menge mehr vom Nagelsmann erwartet. Vor allem habe ich vom Nagelsmann erwartet, dass er halt die Eier hat, wie es ein Van Gaal hatte. Wir brauchen einfach wieder einen Trainer, der Van Gaal-mäßig ist. Sage ich euch ganz ehrlich, du musst bei uns einen Trainer haben. Ja, Tuchel, ich mag einen Tuchel auch nicht, aber Tuchel hat denselben Charakter. Der lässt sich halt auch nichts sagen. Und Nagelsmann, habe ich das Gefühl, der lässt sich von Gott und der Welt in unserem Verein was erzählen. Ja, und versucht es allen recht zu machen. Wie soll das funktionieren? Ne? Das verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, und ich meine, wir sehen es an den Bundesliga-Ergebnissen. Jetzt gegen Dortmund nicht mal ausgeklammert. Da fand ich, da hat der Nagelsmann ganz gut gewechselt und sowas. Aber auch da hätte man Einfluss nehmen müssen. Ja, dass mit dem Stanisic dann da auf der Seite komplett überfordert war. Da hätte man als Trainer eingreifen müssen und hätte den Coman weiter nach hinten ziehen müssen und so weiter. All das passiert nicht. Und wenn ich dann echt höre, oder er setzt sich in der Pressekonferenz hin und erzählt ganz ungeniert vor der ganzen Welt in der Champions League, ja, bei uns spielen die Leute nicht nach Leistung. Die spielen, weil sie Verdienste haben und weil sie lange Jahre beim FC Bayern sind. Deswegen spielen die Leute. Deswegen spielt ein Gnabry immer. Deswegen spielt ein Müller immer. Deswegen spielt ein Kimmich immer. Obwohl der Kimmich heute nicht schlecht war. Auch gegen Dortmund war er gut, ja. Aber davor hat er ein paar schlechte Spiele. Über den Gnabry brauchen wir gar nicht reden, oder? Der hat noch nicht einmal ein gutes Spiel gezeigt, die ganze Saison über. Spielt trotzdem immer. Choupo-Moting wird ihm eingewechselt, ist immer Note 6. Immer. Ja, einmal hat er sich verirrt und hat das Ding da reingeschoben. I don't know. Dass dann auch so ein Spieler wie ein Gravenberg vielleicht resigniert, kann ich auch verstehen, sage ich euch ganz ehrlich. Weil dann hole ich so eine Spieler nicht. Ich kann doch nicht die Spieler einkaufen und den Spielern vom Himmel versprechen, ja, wir setzen auf neue Leute, wir wollen neuen Schwung, wir wollen Konkurrenzkampf haben. Und dann setze ich mich nach dem, was weiß ich, 8. Spieltag in eine Pressekonferenz hin und sage klipp und klar, nee, bei uns wird nicht nach Leistung aufgestellt, sondern nach Verdienste. Der ist zu jung, der muss sich erstmal hinten anstellen. Das ist ja mit Paul Wanner. Paul Wanner wurde letzte Saison so hoch gelobt und hat ihm so viel Zucker in den Arsch geblasen, damit er ja seinen Vertrag verlängert. Und dann schiebt man ihn wieder in die zweite Mannschaft rein. Ja, auch da, er hatte heute nur ein paar Minuten. Aber man hat ganz klar gesehen, was er offensiv für Anlagen hat. Ja. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Sache nicht. Deswegen sage ich, wir brauchen mal wieder so einen Typen wie den Van Gaal. Van Gaal war einfach der Geilste. Ich sag's euch. Der kam halt nach München und hat gesagt, hier, Müller, ja, sieht gut aus, Bali, ja, sieht gut aus, zack, rein, erste Mannschaft. Ja, die spielen jetzt immer bei mir. Fertig. Da gab's gar keine Diskussion. Ja, die waren am Anfang, haben sie auch schwankende Leistungen gehabt. Die hat drauf geschissen. Die spielen jetzt immer fertig. Klar, du musst dich nicht dahinstellen und sagen, ich spiele jetzt immer, aber du kannst dich doch nicht als Trainer dahinstellen und erzählen, es geht hier nicht nach Leistung, es geht hier nach Verdiensten für den Verein und wie alt die Spieler sind. Was ist denn los, Alter? Ja, der ist 17 Jahre, deswegen spielt er nicht. Alter, da könnte ich ausflippen. Da könnte ich richtig ausflippen. Lionel Messi war mit 18 Stammspieler bei Barcelona. Was will er mir denn jetzt erzählen? Nur weil er 17 ist und nur 6 Spiele in der Liga A hatte, wenn wir jetzt einen Tell nehmen, aber auch letzte Saison mit dem Rocker. Dasselbe. Dasselbe. Der hat nicht ein schlechtes Spiel gemacht, wenn er reinkam. Hat nie gespielt. So, wofür baut man diesen Kader? Wofür macht man das? Wenn man sich dann hinstellt als Trainer, nee, das gibt schlechte Stimmung, nein, das geht nicht, es geht hier nach Verdienste und nach Alter der Spieler. Alter Belly, Alter.
Also, weiß ich nicht. Fällt mir ganz ehrlich nichts zu ein. So, es ist aber auch viel zu spät, um das Thema aufzumachen. Mache ich vielleicht nach dem Freiburg-Spiel nochmal auf, werden wir sehen. Ja, I don't know. Also ich finde es sehr schade, dass man als Trainer sich dahinstellt und gerade beim FC Bayern und dann so eine Aussagen trifft. Also schwierig, ja. Und dass man sich als Trainer von Hunz und Kunst da reinreden lässt und dann immer versucht, mit dem Mannschaftsrat und den großen, wichtigen Spielern einen auf Kuschelkurs zu machen. Alter, das ist ein Fußballspieler wie jeder andere. Es ist scheißegal, wie der heißt. Wenn er keine Leistung bringt, gehört er ausgewechselt. Und wenn sich andere Leute dann darüber in der Kabine aufregen, ja, dann wechselt man die auch aus. Zack, bam. Alter, wofür haben wir so einen Kader? Was ist denn los? Das ist Leistungssport. Und nicht, wen habe ich lieb, wer ist hier wer hat hier welche Verdienste? Ja? Alter, ganz ehrlich, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Und was hat der Knabri für Verdienste bei uns? Was? Einmal 3 Tore oder 4 Tore in Tottenham und danach ein halbes Jahr Noten 6 Leistung und seitdem, seit der Vertragsverlängerung nur schlecht, was hat er für Verdienste? Die musst du mal klipp und klar sagen, Alter, du gehst jetzt mal mindestens für 5 Spiele auf die Tribüne. Du kommst gar nicht mehr in den Kader rein. So, der kassiert 17 Millionen und seitdem macht er nur noch Eierschaukeln. Ja, dann verpiss dich, Alter. Junge, man kann doch nicht so eine Argumente bringen. Junge, er ist Trainer beim FC Bayern und nicht in der Kreisliga B, Alter. Beim FC Tullerbach. Wo sind wir denn? Alter, kriege ich mich richtig in Rage. Merkt ihr selber, ne? Ich auch gerade. Deswegen mache ich jetzt Feierabend. Leute, ich habe vom Nagelsmann viel gehalten. Ich habe es schon letzte Saison in der Rückrunde gesagt. Das passt nicht. Man kann nicht sich da hinstellen als Trainer und zum Mannschaftsrat gehen und fragen, ja, wen sollte ich denn mal aufstellen? Welche Taktik möchtet ihr denn gerne spielen? Welche Grundformation bevorzugt ihr denn? Nein, er ist der verfickte Trainer, Alter. Er kommt zum Verein und er zu sagen, das ist mein System, so spielen wir, fertig. Das wird jetzt einstudiert. Wenn ihr das nicht mögt, habt ihr Pech gehabt. Was ist denn los? Man kann ja im gewissen Maße darauf eingehen, ja? Aber das ist doch aktuell so, dass die Aufstellung von den Spielern diktiert wird, genau wie die Taktik. Alter. Und dann setzt er sich in der Pressekonferenz hin und erzählt einem, dass nicht nach Leistung aufgestellt wird. Ja, da sollst du dir mal am Kopf packen, Alter. So, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, Leute. Ich freue mich auf Sonntag, auf ein schönes Spiel. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich treffe keine Prognose. Gegen Dortmund hatte ich ein gutes Gefühl. Da hat es mich getäuscht. Vielleicht passt es diesmal, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dass wir gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, die nächsten, ja, Freiburg und Augsburg Pokal, da sollten wir die beiden Spiele, nicht Punkte lassen. Ansonsten, beziehungsweise in Augsburg wäre es dann mit dem Ausscheiden. Dann ist nochmal Hoffenheim, was auch nicht ganz uninteressant ist, auswärts. Also diese 3 Spiele, wenn da nicht 3 Siege eingefahren werden, denke ich, sehen wir einen absteigenden Trainer bei uns. Meine Meinung. Haut rein, bis dann. Ciao.